So cool. Hey, ich darf heute Morgen ein paar Gedanken mit euch teilen und darf uns weiternehmen. Wir sind in einer Serie drin. Jetzt weiss ich, wir haben heute einige Gäste, die vielleicht heute zum einzigsten oder zum ersten Mal da sind und die letzten paar Wochen nicht da waren. Darum möchte ich mich ganz kurz ein bisschen mit Ihnen nehmen. Wir als GVC in der ganzen Bewegung, auch in Winterthur und Bassensdorf, regelmässig so geistliche Gewohnheiten miteinander anschauen. Weil wir im Team der Pastoren und Pastorinnen, wir haben für uns selber entdeckt, dass es mega ein hilfreiches Werkzeug kann sein kann, um unsere Beziehung mit Gott zu wachsen. Und die geistlichen Gewohnheiten, das ist nicht irgendwelche, haben wir vorher im Office darüber gesprochen, das ist nicht irgendein magisches Ding, wo wenn man das richtig macht, dann wächst man automatisch. Das ist einfach eine bewusste Entscheidung, sich in göttliche Rhythmus hineinzuklinken und ganz bewusst Gott herzustellen und Gott herzugeben, damit er uns verändern kann. Nicht irgendwie ein magisches Rezept, das uns garantiert, dass wir eine spektakuläre Erfahrung mit Gott haben, sondern einfach unsere Anbetung. Sagen wir legen unser ganzes Leben her, damit er uns verändern kann. Und wir haben vor 2 Jahren eine geistliche Gewohnheit angeschaut, wir eine geistliche Gewohnheit pro Jahr machen, um uns nicht überfordern uns gegenseitig. Vor 2 Jahren haben wir die Sabbatserie gehabt. Und ich tue jetzt darauf verzichten, dass mit Handzeichen zu fragen, wer seitdem der Sabbat am Einüben ist in seinem Leben, für wer das wirklich eine Rolle spielt. Aber wir wünschen uns und wir hoffen uns, dass es nicht einfach nur eine Serie ist von ein paar Wochen, wo wir ein paar interessante Gedanken teilen, sondern wo wir wirklich zusammen als Nachfolger von Jesus sagen, komm, wir probieren das zusammen aus. Komm, wir schauen, ob das mir helfen könnte in meiner Beziehung mit Gott. Und vor einem Jahr haben wir die Gewohnheit der Gemeinschaft angeschaut, die geistliche Gewohnheit der Gemeinschaft. Gewöhn dich an Gemeinschaft. Und auch da, lade euch ganz herzlich ein, die Gewohnheit immer wieder zu überdenken und zu überlegen, was brauche ich jetzt am meisten, was könnte ich probieren. Und in dieser Serie, wo wir jetzt drin sind, die heisst «Die Kraft der Stille». Ich sehe es da hinter mir hergeschrieben, «Die Kraft der Stille». Und wir uns über die geistliche Gewohnheit von der Stille und von der Abgeschiedenheit Gedanken machen. Wir möchten das zusammen lernen, zu entdecken und herauszufinden. Und der Joni hat vor 2 Wochen uns mit reingenommen, das Thema. Und falls ihr das Thema spannend findet und merkt, hey, das resoniert irgendwie, das möchte ich gerne für mein Leben anschauen, dann empfehle ich euch wärmstens, den Podcast oder das YouTube-Video nachzuschauen. Er hat jetzt eine Grundlage gelegt davon, dass es für unsere Seele, für unser Herz so wichtig ist, immer wieder zu der Ruhe zu kommen. Dass es uns gut tut, mal nicht produktiv zu sein in Zeiten mit Gott. Und dass Jesus uns das vorgelebt hat, immer wieder den Ort von der Abgeschiedenheit und von der Stille zu suchen. Von dem her eine warme Empfehlung an euch, das zu schauen. Und er hat ein Zitat von der Ruth Haley Barton gebracht. Und ich möchte euch das nochmal vorlesen. Sie hat etwas geschrieben. Sie hat gesagt, im Buch Silence and Solitude hat sie gesagt, ich habe mich entschieden, über Einsamkeit und Stille zu schreiben, weil ich glaube, dass Stille die anspruchsvollste, notwendigste und am wenigsten praktizierte geistliche Gewohnheit unter evangelikalen Christen heute ist. Und das hat sie 2004 geschrieben. Vor dem iPhone, vor Social Media. Schon damals hat sie gesagt, hey, ich glaube, die Gewohnheit von der Stille, von sich rausnehmen, die Einsamkeit oder die Abgeschiedenheit, die ist so notwendig. Aber so wenig Christen, so wenig Menschen in der evangelikalen Kirche üben das wirklich regelmäßig. Und dann im Teil 2, letzte Woche, war der Benni wieder da und hat uns mitgenommen, dass in dieser Stille zwar ganz viel Schönes passiert, und es tut uns gut, es tut unserem Herz, unserer Seele gut, aber wenn wir still werden, wenn sich so ein bisschen anfängt, der Staub zu legen in unserem Leben, dann kommen auch Schattenseiten zum Vorschein. Es kommen Sachen führen, Gedanken, unangenehme Gefühle, Sachen, die wir uns jetzt ganz gut ablenken können die ganze Zeit und plötzlich, wenn wir in der Stille sind, können wir die Sachen führen. Und hat uns da eingeladen, zu sagen, hey, lass uns mit diesen Sachen ringen, lass uns die Sachen raufkommen und mit Gott zusammen anschauen und ihn da Heilung bringen und Veränderung bringen. Und wenn ihr die letzten Wochen das ein bisschen ausprobiert habt, ich hoffe, ihr habt eine Chance gehabt, um es irgendwo auch im Alltag mal auszuprobieren. Wir haben unsere Small Groups, unsere Empowerings, wir haben uns treffen, regelmäßig so Momente auf der Stille gemacht. Und etwas, was ganz normal ist und sicher viele von euch gelernt haben und gemerkt haben, ist, dass unser Hirn, unsere Gedanken, unsere Seele nicht auf Knopfdruck still werden kann.
Ist das so aufgefallen? Wenn wir in die Stille hineingehen, dann plötzlich fängt das Hirn an, auf Hochtouren zu funktionieren. Alle Sachen, die ich bis jetzt vergessen habe, vor 15 Jahren, als ich etwas in Sinn, stimmt, ich habe ja unbedingt mal einen neuen Vorhang aufhängen in diesem Zimmer. Und es kommen Gedanken führen, irgendwie kommt plötzlich unser Hirn fängt an zu rattern und es kommen Gespräche in Sinn, es kommen To-Dos in Sinn. Und das ist ganz normal. Das gehört dazu, das ist eine der Herausforderungen, dass wir in einer Welt leben, wo wir einfach immer mit Reizen überflutet werden. Und ein Ansatz, wie wir dem ein bisschen entgegenwirken können, sagen Wissenschaftler, nicht einmal jetzt nur geistlich gesehen, sondern einfach Wissenschaftler, die sagen, weil wir so überflutet sind, brauchen wir immer wieder Momente, wo wir nicht zusätzlich Input haben, wo wir nicht zusätzlich Reize haben, wo wir nicht zusätzlich Informationen auf unserem Handy haben, sondern wo wir einfach unser Hirn denken und machen. Und vielleicht ganz ein hilfreicher Tipp ist, einfach das regelmäßiger zu machen, bevor wir dann probieren, in die Stille zu gehen, um Gott zu begegnen. Auf unserem Weg zum Arbeiten, in die Schule, uns Momente haben, wo wir nicht halt einen Podcast am Laufen haben. Oder wenn wir 15 Sekunden müssen an einer Ampel warten, in einer 15 Sekunden warten an einem Rotlicht, das ist ja heutzutage schon so, ist ja logisch, was ich mache, ich habe mein Handy gar nicht dabei. Aber genau, der Griff, oder? Mein Handy ist immer dahinter, der Griff zum Handy, damit ich die 15 Sekunden irgendwie mich selber ablenken kann. Aber wir dürfen, glaube ich, lernen, um immer wieder die Langeweile auszuhalten, unserem Hirn ein bisschen Platz geben zum Denken, damit, wenn wir zu Gott kommen, dass es nicht das erste Mal ist, wo das Hirn Platz hat zum Denken. Genau, dann haben wir ganz andere so hilfreiche Tipps bekommen die letzten Wochen, die uns helfen in dieser Ruhe, die Ablenkungen, gewisse Gebetsstrukturen, sei das Gebet das zentrierende Gebet, das Gebet von der liebenden Aufmerksamkeit. Verschiedene Sachen, die wir gelernt haben. Joni hat auch einen coolen Vergleich gebracht. Er hat gesagt, wenn die Gedanken kommen, kannst du ein bisschen wie schauen und wie Wolken anschauen. Du darfst die Wolken einfach vorbeiziehen und dann sind die Gedanken auch wieder weg. Und der Henry Nouwen hat etwas ganz Ähnliches gesagt. Er hat den Fokus darauf gesetzt, nicht krampfhaft probieren, die Ablenkungen zu ignorieren, sondern die einfach anzuschauen. Und er hat gesagt, 100 Ablenkungen sind 100 Gelegenheiten, sich Gott neu zuzuwenden. Und ich liebe den Fokus von nicht krampfhaft sich ein schlechtes Gewissen machen, dass jetzt so Gedanken kommen und sagen, weißt du was, das ist eine neue Möglichkeit, wieder zurückzukommen zu Gott. Wieder zurückzukommen und sagen, hey, ja Gott, sorry, jetzt bin ich irgendwo da gewesen, ich möchte wieder zurückkommen zu dir. Und ich glaube, Gott freut sich jedes Mal, wenn wir zurückkommen zu ihm. Und eine weitere Hilfe, und über das möchten wir heute Morgen reden, vielleicht habt ihr es vorher beim Titel gesehen, eine weitere Hilfe für unsere Stille und dass wir die Ablenkungen ein bisschen ausschalten kann die Bibel sein. Jetzt muss ich schnell einen Schluck Wasser trinken, ein ganz trockenes Maul. Könnt ihr schnell einen Moment von der Stille haben. Jetzt mache ich es extra ein bisschen länger, damit es unangenehm wird. Ist es schon? Ah, du hast das Handy dabei, aber es ist nicht gezückt. Well done. Genau. Also die Bibel kann eine Hilfe sein, dass wir eben nicht abgelenkt werden in dieser Stille. Wenn wir an den Ort gehen von der Stille und von der Abgeschiedenheit, kann es uns helfen, auf Gott fokussiert zu bleiben. Und die Bibel ist wunderschön. Die Bibel, ich glaube, wir sind uns gar nicht so gewöhnt oder gar nicht so bewusst, was für ein Geschenk das die Bibel ist. Weil wir haben es innerhalb von Sekunden, können wir die Bibel vorzücken, wir haben verschiedene Übersetzungen in unserer Sprache, wir können auch die wählen, die uns am besten passt. Dann können wir es uns vorlesen, wir haben Audiobibeln und so weiter. Und noch gar nicht so lange her bin ich daran erinnert worden, wo jemand erzählt hat, dass verfolgte Christen zum Teil eine Seite von der Bibel schaffen, mitzunehmen. Eine Seite von der Bibel. Und dann haben wir überlegt, welche Seite würde ich nehmen. Genau, ich weiß nicht, was du mitnehmen würdest. Aber das ist so kostbar für sie. Das ist so nicht alltäglich und normal für sie, dass sie einfach die ganze Bibel vornehmen und sich den Lieblingsvers auswählen und dann können sie noch die Übersetzung ändern, damit es möglichst schön tönt. Aber wir lieben die Bibel und sie ist wunderschön. Und es ist so ein Privileg, dass wir sie lesen und haben. Und in der Bibel gibt es den Psalm 119, das ist der längste Psalm in der Bibel. Und der Psalm 119 ist ein Loblied auf das Wort Gottes. Also wenn ihr euch so ein bisschen an die Bibel gewöhnt habt und so ein bisschen, ja, findet es eher eine lästige Pflicht als etwas Wunderschönes, dann lesen wir wieder mal Psalm 119 durch.
Ich habe so ein paar Verse mitgebracht und ich möchte die vorlesen, weil der Psalm so lang ist, wären wir heute Nachmittag noch da, wenn ich ganz vorlesen würde. Aber so ein paar Ausschnitte. Im Vers 96 steht, ich habe gesehen, dass alles noch so vollkommene ein Ende hat. Deine Gebote aber gelten unbeschränkt. Wie liebe ich doch dein Gesetz. Den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden, ja süßer noch als Honig. Und dann weiter runter, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Also wie gesagt, die Auseinandersetzung mit der Bibel ist nicht eine lästige Pflicht oder etwas Mühsames, sondern es soll etwas sein, wo uns einlädt und wo uns ein Schatz für uns sein und ein Geschenk für uns sein. Und weiter sagt die Bibel selber von sich, und das sagt der Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus, im 2. Timotheus 3,16, steht, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also wir lieben die Bibel und die Bibel ist ein wunderschönes Geschenk, das wir immer wieder genießen dürfen, zu lesen. Gleichzeitig ist die Bibel etwas, das uns hilft, das uns herausfordert, das uns zum Wachsen bringen, wie es Paulus beschreibt. Und ich habe vorher gesagt, die Bibel kann so eine Hilfe sein in der Stille. Es kann uns helfen, nicht abgelenkt zu werden in der Stille und in der Abgeschiedenheit. Aber die Realität ist, es kann auch genutzt werden als Ablenkung. Ich habe vor etwa 3-4 Jahren, ich und Sarah geben uns gegenseitig so 1-2 Mal im Jahr, wenn es gut kommt, 3 Mal im Jahr, so ein paar Tage, wo wir in die Stille gehen alleine. Und ich bin das erste Mal, als ich in die Stille gegangen bin, ins Kloster Einsiedeln gegangen. Dort mit den Mönchen zusammen so ein bisschen ihren Tagesrhythmus durchmachen, ihre Gebetszeiten machen. Ich fange früh am Morgen an und geht bis spät am Abend. Wäre fast zum Mönch geworden, dann ist mir noch eine Familie und Kinder und so weiter. Also es hat mir mega gefallen, dort in dem Kloster ins Leben, in dieser Umgebung. Und ich habe mir dann vorgenommen, ich nehme meine Bibel mit und 2 Kommentare zum Lukas-Evangelium. Und dann lese ich in diesen 3 Tagen das Lukas-Evangelium durch und ich lese die 2 Kommentare durch und ich werde zum Experten vom Lukas-Evangelium. Und ich bin in die stille Zeit hineingegangen und habe mich angefangen, in die Texte hineinzutauchen und angefangen zu lesen. Und ich dachte, so cool und bin am Lesen und habe gemerkt, zwischen den Gebetszeiten, jede freie Minute gefüllt mit dem Lesen und so. Und noch am ersten Tag habe ich plötzlich gemerkt, hey, weißt du was? Ich glaube, ich lebe voll an dem vorbei, was Gott gerade machen möchte. Ich bin so beschäftigt mit dem Text da, dass es fast ein bisschen im Weg steht zwischen mir und Gott. Dass ich gar nicht herhöre, was Gott vielleicht mir möchte sagen. Und die mich ein bisschen kennen, wissen, ich bin absolut für Bibelstudium. Ich arbeite beim IGW, ich studiere Theologie. Ich liebe Bibelstudium. Ich liebe es, reinzugehen und zu überlegen, was hat das dazu mal bedeutet für die, wo das geschrieben worden ist? Was ist der Kontext? Vielleicht eine Wortstudie zu machen. Haben wir auch schon gemacht hier in den Bibelserien. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, ich verstecke mich hinter dem Text, damit ich nicht Gott begegnen muss. Ich habe die Bibel gebraucht als Ablenkung, um nicht einen Moment zu haben, wo ich Gott begegne. Und so glaube ich, kann die Bibel eben beides sein. Sie kann uns helfen, in dem Moment von der Stille und von der Abgeschiedenheit Begegnungen mit Gott zu haben. Oder sie kann uns ablenken. Sie kann eine weitere Stimme sein, die laut ist und uns ablenkt. Und es gibt eine Art von Bibellesen, wo ich glaube, vom Aussterben bedroht ist. Und das ist die Art von Bibellesen, die wir heute Morgen ein bisschen zusammen uns Gedanken darüber machen, weil es über Jahrtausende eine Art und Weise war vom Bibellesen, die sich eigentlich im jüdischen Volk und für ganz, ganz viele Jahre auch in der christlichen Tradition ist die Bibel so gelesen worden, hauptsächlich. Und wie gesagt, ich verstehe, wir haben eine grosse Distanz, jetzt zeitlich und kulturell und auch noch geografisch zu diesen Texten. Und darum ist es, glaube ich, wirklich gut und angebracht, dass wir diese Texte manchmal intensiv lesen und studieren und fortlaufend lesen und den Überblick über die Geschichte schaffen. Aber es gibt viele Theologen und viele gescheite Leute,
die sagen, dass die Bibel selber sogar den Anspruch hat, nicht nur studiert und fortlaufend gelesen zu werden, sondern meditiert zu werden. Und jetzt machen wir schnell ein bisschen einen Ausflug, machen wir schnell ein bisschen Bible-Nerd-Ausflug. Also wenn ihr gerne so ein bisschen Bible-nerdet, dürft ihr euch jetzt reinlehnen und parat machen. Und die es nicht so cool finden, dürft ihr schnell ein bisschen dreimal durchschnaufen, hinterlegen und denken, es ist ein guter, lieber Mensch da vorne. Lassen wir mal zu. Das Alte Testament, die jüdische Bibel, die ist eigentlich ursprünglich in 3 Teile aufgeteilt worden. Und in der christlichen Bibel ist es nachher ein bisschen anders strukturiert worden. Aber wir lesen zum Beispiel in Lukas 24, 44, wo Jesus die Bibel so in 3 Teile beschreibt. Und in der Zeit von Jesus ist das ganz normal gewesen. Das sind die 3 Teile. Der erste Teil ist die Tora, also das Gesetz von Mose. Das sind die ersten 5 Bücher Mose. Dann der zweite Teil sind Propheten. Da gehören auch Geschichtsbücher dazu, Josua, Richter, Könige und so weiter. Und der dritte Teil sind die Schriften oder Psalmen. Und das ist nicht einfach nur eine Sammlung gefallener Psalmen, sondern es sind Weisheitsliteratur, da hat es gewisse Festrollen drin und so weiter. Wer hat schon abgehängt? Nicht viel, sehr gut, dann mache ich noch ein bisschen weiter. Jetzt gibt es viele Theologen, die sagen, es gibt so Übergangstexte zwischen diesen Teilen. Und zwar ist es jeweils von dem ersten Buch von so einem Teil, ist das Josua-Buch und das Buch der Psalmen. Und das ist Josua 1 und Psalmen 1, sind so Übergangstexte. Und die Texte, die deuten hin, wie die Bibel selber möchte gelesen werden. Und ich möchte das mal vorlesen, und das hat ganz viele Ähnlichkeiten. Ich habe kein Hebräisch. Es ist für mich so wie, ich finde den Unterschied, es ist für mich mehr Bilder, als dass es irgendetwas Wörter sind. Aber ich möchte mal die 2 Bibelstellen vorlesen, die 2 Übergangstexte, und miteinander schauen und beobachten, und wir finden, was der Schlüssel ist und wie die Bibel möchte gelesen werden. Also zuerst Josua 1. Dort steht im Vers 7, sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Also ich habe es schon unterstrichen oder gelb gemacht. Es ist die Aufforderung, Tag und Nacht über die Gesetze und über die Gebote nachzudenken. Und jetzt schauen wir den Psalm 1 an, wo auch mehr als einfach nur zufällig der erste Psalm ist, sondern wo auch so als Übergang dienen soll. Und dort steht, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Also ihr seht es hier schon optisch, in beiden diesen Texten werden wir aufgefordert, Tag und Nacht darüber nachzudenken. Tag und Nacht über die Worte, über die Gesetze, über den Willen von Gott nachzudenken. Und das Wort Nachdenken, das da bei uns in der deutschen Übersetzung Nachdenken ist, das ist das hebräische Wort Haga und das ist das hebräische Wort für Meditieren. Also die Bibel sagt, hey, tu die Worte immer wieder meditieren, immer wieder nachdenken. Und vielleicht nur einen kurzen Ausschweif zur Meditation. Manchmal werden wir ein bisschen nervös, wenn wir das Wort Meditation in der Kirche hören und denken, das gehört doch den fernöstlichen Religionen und das ist dann ganz komische Sache und so. Und in der Essenz sind ganz viele andere Meditationstechniken. Geht es darum, sich zu lehren. Geht es darum, alles loszulassen, alles los. Genau, sich einfach in der Lehre zu finden und den Frieden dort zu finden. Aber die Bibel, wenn sie von Meditation redet, redet nicht von einer Lehre, die wir suchen, sondern dass wir uns füllen. Dass wir uns füllen mit dem Willen, mit dem Wort von Gott. Das ist, glaube ich, der grosse Unterschied. Ich weiss, es gibt noch Nuancen dazwischen, aber so im Grundlegenden geht es darum, dass wir als Christen, wenn wir meditieren, nicht einfach probieren, alles loszulassen und den Frieden zu finden, sondern wir wollen
Gottes Wort uns marinieren. Und das Wort Haggah, das wird in der Bibel ganz unterschiedlich übersetzt. Das finde ich spannend. Häufig ist es so ein Nachdenken, ein Nachsinnen, ein Meditieren. Es wird aber auch gebraucht, um zu beschreiben, wenn eine Taube gurrt. Ja? So gurren, genau, ja. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn eine Taube rumläuft, dann macht sie so ein bisschen Geräusch vor sich her, so ein bisschen das Gurren vor sich her. Oder im Jesaja wird es gebraucht für einen Leu, der über seine Beute knurrt, der über seine Beute ist und auch so halblaut am Haggahen ist. Und ich glaube, das beschreibt das ein bisschen, dass mehr ist als einfach nur ein intellektuelles, mit ein bisschen uns Gedanken machen, sondern im Josua 1 ist gestanden, dass die Worte immer auf unseren Lippen sind, dass es uns begleitet, dass es wie ich gesagt habe, ein Marinieren, ein Murmeln soll sein. Und ich glaube, die Bibelstellen zeigen uns einmal ein Bild davon, dass die Bibel nicht möchte einfach schnell überflogen werden. Und das klingt jetzt, ihr müsst schnell aufpassen, dass wir nicht dieser Versuchung wieder fallen. Das klingt brutal beeindruckend im ersten Moment. Ich habe die Bibel schon 2-mal in 3 Monaten durchgelesen. Also 3 Monate die ganze Bibel durchgelesen. Aber ich habe gemerkt, zum Teil habe ich nachher angefangen zu gamen nebendran. Zum Teil habe ich angefangen, noch schnell eine Bestellung zu machen. Ich habe die Audiobibel eingeschaltet, habe sie auf doppelte Geschwindigkeit eingeschaltet. Genau, und dann plötzlich merke ich, es ist gar nicht mehr so beeindruckend. Es ist cool, um so den Gesamtüberblick über die Bibel zu bekommen, mal wieder zu bewusst werden, stimmt, was ist da alles gelaufen, die ganze grosse Geschichte und so. Aber ich glaube, die Bibel ist nicht in erster Linie designt worden, zum schnell überflogen zu werden, sondern die Bibel ist eben designt worden, zum langsam zu verkosten, langsam zu verdauen. Und mir ist immer wieder das Bild vom Wiederkäuen in den Sinn gekommen, von den Kühen. Wo immer wieder der gleiche Happ, und ich finde es eigentlich mega grusig von der Idee her, aber immer wieder die gleiche Bissen nochmal aufnehmen und es nochmal verkäuen und nochmal verköstigen und nochmal abschlucken und nochmal. Und ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass Gesundheitsexperten, die raten uns, wenn wir essen, also wenn wir nachher zusammen essen, so ein Bissen 20 bis 40 Mal, je nachdem was es ist, zu käuen. Jetzt weiss ich nicht, ob es unter euch Leute gibt, die 20 bis 40 Mal ein Biss käuen. Wir müssen heute mal achten. Normalerweise ist es so 3-4 Mal, bis die Stückchen klein genug sind, damit wir sie runterwürgen können. Und so essen wir. Oder? Besonders wenn du noch kleine Kinder hast, dann hast du keine Zeit zum Essen, dann kannst du es nicht genießen. Du musst möglichst schnell das Zeug runterwürgen. Aber vielleicht ist es eben mit der Bibel genau ähnlich, dass, um wirklich die Kraft davon aufzunehmen. Beim Essen sind es Nährstoffe und es ist das Gefühl von der Sättigung, was uns helfen soll. Aber die Bibel ist vielleicht so wirklich das Wort aufzunehmen, dass es nicht einfach nur eine Information ist für unseren Kopf, sondern wirklich eine Transformation für unser Herz kann sein, ist es halt wirklich vielleicht nochmal zu käuen und nochmal zu käuen und das Gleiche nochmal zu käuen. Der Eugene Peterson hat in einem Buch, und das Buch heißt Eat This Book, da geht es um, wie man die Bibel lesen soll, hat er gesagt, wir lesen die Bibel nicht nur, wir kauen sie wieder und wieder. Wir verinnerlichen sie. Wir verdauen sie, bis sie sich in unserem Leben in Taten der Liebe zeigt. Ich finde das wunderschön beschrieben. Wir wollen das Wort immer wieder käuen, essen, bis es zu Taten der Liebe wird. Bis es uns verändert. Und das ist, glaube ich, der Unterschied vom meditierenden Bibellesen zum Studierenden und zum fortlaufenden Lesen, wo eben seinen Platz hat, aber da sagen wir können es nochmal. Wir können es nochmal, bis es unser Innerste verändert, bis die Frucht vom Heiligen Geist in uns anfängt zu wachsen. Der Stefan Kuhns, nicht der Zürcher Stefan Kuhns, was ein paar von euch kennen, der Künstler, sondern Stefan Kuhns in Deutschland hat ein Buch geschrieben, das heißt Jesus atmen. Das haben wir, glaube ich, auch schon beim Regal 15 gehabt. Dort hat er ein ganzes Kapitel über Meditation geschrieben. Und ich möchte einen längeren oder so einen Abschnitt daraus vorlesen, weil ich finde, es bringt so schön auf den Punkt, wie er das beschreibt. Dort steht im stillen, langsamen Lesen der Bibel, in der murmelnden Wiederholung und Verkostung dessen, was da geschrieben steht, im Nachsinnen über die göttliche Weisung, im völlig offenen
unvoreingenommen hören auf das, was Gott mir durch sein Wort hier und heute sagen will. Sei es als Widerspruch gegen meine schlechten Gewohnheiten, sei es als Zuspruch für mein verzagtes Herz, sei es als Anspruch an mein Planen und Handeln, sei es als Verheißung über mein ganzes Leben. Im Meditieren der Heiligen Schrift wird das Lesen der Bibel zu einem Beten der Bibel. Ich nehme mir zu Herzen, was Gott mir hier und heute sagt. Ich bejahe und beherzige sein Wort. So finde ich in der Stille Kraft und Trost, Wegweisung und neue Perspektive, Erleichterung, Ermutigung und Zuversicht. Jetzt, wenn wir das so hören, wunderschön geschrieben vom Stefan da, oder wenn wir den Psalm und das Ja so hören, denkt man wahrscheinlich, oder vielen von euch geht es vielleicht so, das klingt irgendwie noch schön, oder? Macht noch Sinn? Hey, das macht mich an, das auch mal zu probieren. Und das möchte ich wirklich dazu einladen, aber gleichzeitig möchte ich auch sagen, es ist dann gar nicht so einfach. Wir denken, es hat sich vielleicht damit einfach ein bisschen langsamer lesen oder ein bisschen weniger lesen, und das ist sicher ein guter Start. Aber etwas in uns innen, das fällt uns sehr schwer, so tief und so meditativ zu lesen. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Wüstenvater. Es gibt ja da immer ganz viele Geschichten von denen, wenn es um so geistliche Gewohnheiten geht. Und es hat einen Mönch gegeben in dieser Überlieferung, der nicht lesen konnte. Und dann ist er zu einem von seinen Mitmönchen gegangen, ein bisschen älter, der lesen konnte, und hat gesagt, hey, lies mir die Schrift vor. Lies mir die Schrift vor. Und er hat die Bibel aufgemacht, Psalm 39, hat angefangen zu lesen. Und nach einem Vers hat der junge Mönch gesagt, stopp. Stopp, das reicht. Und dann ist gesagt, dass er 8 Jahre lang sich zurückgezogen hat in seine Höhle oder in seinen Ort und keinen Kontakt mehr hatte. In dem Vers ist es darum gegangen, seine Zunge im Griff zu haben, im Umgang mit anderen Menschen. Und er hat gesagt, ich möchte erst wieder mit anderen Mönchen und anderen Menschen in Kontakt kommen, wenn ich das geschafft habe. Er hat sich 8 Jahre lang zurückgezogen. Nach 8 Jahren ist er wieder zu dem Mönch gegangen und der Mönch hat gesagt, bist endlich zurück, bist jetzt lang weg gewesen. Und er hat gesagt, kann ich jetzt weiterlesen? Dann hat der Mönch gesagt, nein, ich bin nur schnell besuchen, ich brauche noch mehr Zeit. Und hat sich, so ist die Legende oder ja, die Überlieferung, hat sich weitere 10 Jahre lang zurückgezogen und über den einen Vers nachgedacht. 18 Jahre lang hat er über einen Vers nachgedacht, meditiert und eben nicht nur nachgedacht, sondern sein Leben, weil er anfängt, sein Leben zu prägen. Und ich habe die Geschichte kürzlich der Sarah abends Nacht erzählt und die Kinder hören natürlich immer zu. Und am nächsten Morgen bin ich auf dem Balkon gehockt, es war Sabbat, es war Samstag und ich war auf dem Balkon, habe meine Bibel gelesen, bin so ein bisschen vorbereitet auf das, bin ich wieder so ein bisschen, ein paar Psalmen durchgegangen, die ich so ein bisschen eben mal auswendig gelernt habe. Und dann kommt der Neue dazu, das ist mein älterer Bruder, er ist 7. Und der Neue hat gesagt, was machst du da? Und er hat gesagt, ich bin Bibel lesen. Ja, okay, dann habe ich gesagt, dann habe ich ihn gefragt, kennst du einen Bibelvers auswendig? Und er hat gesagt, nein. Und dann habe ich mich gefreut, mein Vaterherz hat gesagt, möchtest du gerne einen lernen? Ich habe Psalm 23, 1 parat gehabt. Und ich habe wirklich gedacht, jetzt kommt der Moment, so Vater, Sohn, und jetzt tue ich ihm einen Vers auswendig lernen und es wird sein Leben prägen. Und er hat den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, sicher nicht. Sonst muss ich nachher 18 Jahre lang über den Bibelvers nachdenken. Wirklich, das war für ihn so klar, dass er das nicht möchte. Und ich habe es lustig gefunden, aber auch mega ehrlich, zu sagen, hey, das kostet uns etwas. Das macht es nicht einfach. Einfach so ein bisschen die Bibel schnell zu lesen, die Bibel im grossen Stil zu lesen, da sind wir in Kontrolle, das können wir bestimmen, da können wir schauen, welche Kommentare und so. Und klar, dort, Gott begegnet uns immer wieder und redet zu uns. Aber in dem langsamen Lesen, das braucht ganz viel ein Einladen von unserer Seite. Wo ich glaube, dass der Neue das richtig gecheckt hat und gut eingeschätzt hat, dass er das noch nicht parat ist. Von dem her dürft ihr gerne beten, dass es irgendwann noch, dass es nicht sein Leben prägt und dann nie mehr die Bibel lesen wird, weil der Papa gesagt hat. Genau. Jetzt möchten wir euch gerne zum Schluss so ein paar Ideen geben, wie ihr das anwenden könnt. Wir werden dann nachher nochmal in eine Worship-Zeit gehen, das heisst, das Team darf dann nachher schon mal raufkommen, wir werden nochmal Zeit haben von der Anbetung, aber ich möchte euch so 3 Ideen mitgeben, die ihr an 3 verschiedenen Orten
könnt anwenden. Und es ist nicht der Anspruch oder die Idee, dass ihr jetzt alles machen müsst, sondern vielleicht sagt ihr, hey, das finde ich cool, das möchte ich mal probieren. Vielleicht etwas anderes sagen, das ist mehr jetzt etwas für den Elias, das kann der Elias machen. Das ist nicht so meine Art und Weise. Genau, und das Erste ist etwas, was ihr machen könnt auf dem Stuhl. Also in eurem Gebetsecke. Wir haben am ersten Sonntag darüber gelernt, hey, wählt euch irgendwo einen Ort aus, wo angebracht ist, um eben in die Stille zu kommen, in die Ruhe zu kommen. Und es gibt eine Art von Bibellesen, die ist sehr bekannt, die heißt Lectio Divina. Das ist einfach, ich habe ganz viele latinische Wörter, damit ich ein bisschen cleverer töne, als ich bin. Lectio Divina heisst einfach geistliches Lesen. Also die Lectio heisst Lesen, Divina, göttlich oder geistlich. Das ist eben genau das, was wir die Bibel mehr als Begegnungsort brauchen, als ein Objekt, das wir untersuchen. Und wir sagen, wir wollen in dem Text eine Begegnung mit Gott haben. Und es gibt so 5 Schritte, manchmal sind es so 4, aber so die 5 Schritte, die wir hier aufgeschrieben haben, die helfen in dieser Lektion. Und ich habe kürzlich den John Mark Comer gehört und er hat gesagt, es sind so wie Tanzschritte. So, am Anfang musst du so, ich bin offensichtlich kein Tänzer, am Anfang musst du so harzig einlernen und wissen, wie das geht. Aber mit der Zeit, wenn du nachher die Schritte drin hast, dann musst du nachher nicht mehr das Muster genau, dann kannst du anfangen zu improvisieren und du kannst anfangen ein bisschen mehr von dem und vielleicht machst du mal einen Schritt in diese Richtung. Aber es sind so Schritte, die sich über Hunderte von Jahren, vor allem in den Klostern, sehr bewährt haben, wo Leute die Bibel eben so meditativ gelesen haben. Der erste Schritt ist die Lesung, also die Lektion. Das heisst, einen Bibelvers zu nehmen, vielleicht Gott zu fragen, hey, was soll ich lesen? Oder vielleicht bei einem Psalm starten oder eine Tageslosung. Und den Text mal eigentlich durchlesen. Langsam, aufmerksam. Dann merkt ihr plötzlich auch, gewisse Wörter stechen raus, gewisse Sätze irgendwie resonieren sie. Und dann nochmal zu lesen. Und wenn ihr so geführte Lektion Divina macht, dann wirst du manchmal fast nervös, dass zum Teil musst du es 4, 5, 6 Mal lesen. Aber es nochmal durchzulesen. Aufmerksam. Vielleicht ein 3. Mal, vielleicht eben sogar ein 4. Mal. Langsam durchlesen. Und dann zum zweiten Schritt gehen von der Meditation. Vom Nachdenken. Von die Wörter anfangen zu bewegen, anfangen zu käuen. Gedanken, die dazukommen. Platz zu geben, nachzusinnen. Und dann in einem 3. Schritt ins Gebet zu gehen und ins Gespräch kommen mit Gott und sagen, hey, irgendwie spricht mich das mega an. Irgendetwas da bewegt mich. Und anfangen zu sagen, was für Gedanken, für Gefühle hast. Und anfangen zu hören, was er möchte sagen. In das Gebet hineinzugehen. Und dann in einem 4. Schritt, der 4. Schritt heisst Contemplatio, also Betrachtung, einfach ein Anschauen von Gott. Es eben in die Stille hineinzukommen. Das ist nicht ein produktives, jetzt muss ich etwas erzielen in dieser Zeit, sondern sagen, jetzt schaue einfach das Gesicht von Gott an. Jetzt schaue einfach, bin in der Gegenwart von Gott und lasse mich treffen von seinem Blick und von seiner Liebe. Und dann ein 5. Schritt, der aber nicht immer dabei ist, aber auch ich finde, der mega wichtig ist, dass wir nachher den Schritt machen, um zu sagen, jetzt möchte ich das umsetzen. Gott ist irgendetwas in meinem Herzen am Machen, ist mir irgendetwas am Mitgeben. Komm, jetzt lass uns rausgehen und lass uns verändert leben. Das kann so eine Art und Weise sein, wie wir die Bibel eben mehr meditativ lesen können. Eine zweite Art und Weise, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Ediscere, das heisst lernen, das heisst beherzigen. Und was es eigentlich ist einfach Bibelverse auswendig lernen. Und ich habe das Bett hergetan. Ich muss schnell erklären, warum. Es hat so eine Season bei uns daheim, wo, egal wie früh ich aufgestanden bin, den Wecker auf die 5 stellen, wenn mein Fuß den Boden berührt hat, wenn ich aus dem Bett gegangen bin, sind die Kinder aufgewacht, vor allem der Levi. Hat irgendwie das Gespür gehabt. Und ich habe meine stille Zeit am Morgen, die war brutal umkämpft. Weil einfach, sobald ich aus dem Bett bin, war das Kind wach. Und ich habe dann mega profitiert davon, Psalm 23, nicht der ganze, Psalm 139, das Vaterunser, Teile von der Bergpredigt, einfach auswendig zu lernen, damit ich in meinem Bett, das war wirklich meine Strategie für meine stille Zeit, es ist zum Glück unterdessen ein bisschen besser, aber in meinem Bett konnte bleiben liegen und konnte das Wort von Gott bewegen, konnte das Wort von Gott mir präsent machen, und konnte darüber nachdenken und Zeit mit Gott zu haben. Also vielleicht ist es so für einen oder anderen von euch eine Technik oder etwas, das helfen würde.
ist Bibelverse auswendig zu lernen. Und zwar nicht einfach nur so als Waffe für theologische Argumente. Also es gibt ja so die Bibelverse, wo man dann einfach kann, ohne Kontext zitieren kann, damit man seinen Punkt machen kann. Oder, genau. Sondern vielleicht längere Abschnitte auswendig zu lernen. Dass man so ganze Gedankengänge, die vielleicht auch in den Psalmen drin sind, die der Psalmist aufgeschrieben hat, oder Paulus oder Jesus, dass man über die nachdenken kann. Und eine dritte Art und Weise, Ruminatio, das klingt auch wieder gut, oder? Ein heiliges Wiederkäuen. Und ich habe da eine Wanderschuhe dazu gemacht. Weil es gibt ja so die Tradition vom Murmeln. Ich habe das erst noch nicht so lange her kennengelernt. Wir haben bei uns in der Kleingruppe jemanden, der viele so Sachen kennt und ausprobiert. Und dann haben wir bei uns in der Kleingruppe murmeln. Da sind wir im Haus, und es war nicht mein Haus, also es waren nicht meine Nachbarn, aber wir sind, glaube ich, auch keine Nachbarn begegnet. Aber wir sind alle zusammen, die ganze Kleingruppe, im Haus herumgewandert und haben gemurmelt, gell, Tanja? Und wir haben gemurmelt und vor uns her den Vers gesehen und es war ein bisschen lustig und ein bisschen komisch. Und ich habe mir überlegt, wir sollen hier in der Kirche zusammen machen. Wir können entspannen, wir machen es nicht. Es ist logistisch, glaube ich, einfach zu herausfordernd. Aber wirklich das Wort Gottes, so wie wir vorher gehört haben, nicht einfach nur denken, sondern einfach so leislich vor dir her sagen. Und das kann etwas mega cool sein, wenn du zum Beispiel am Spazieren bist. Jetzt, wenn du im ÖV sitzt, in der S-Bahn, ja, wenn du das Gefühl hast, darfst du es schon machen. Aber vielleicht ist es eher angebracht, wenn du am Spazieren bist in der Natur und Ruhe hast und kannst sagen, eben zum Beispiel Psalm 23,1, der Herr ist mein Hirt. Ich habe alles, was ich brauche. Und dann fängst du an zu laufen und sagst es immer wieder, leislich vor dir her, der Herr ist mein Hirt. Ich habe alles, was ich brauche. Und dann wird das Wort Herr plötzlich so groß und fängst du an zu betonen und sagst, der Herr ist mein Hirt. Ich habe alles, was ich brauche. Und laufst weiter. Und das kann wirklich eine coole Art und Weise sein. Und wenn es komisch klingt für dich, du musst es nicht probieren, aber ich würde dich einladen, probier es doch einfach mal aus. Es ist nicht etwas, es ist nicht irgendwie ein psychologischer Trick, sondern es ist einfach das Wort von Gott halblaut vor dir her sagen und darüber nachdenken. Genau, das sind so 3 Ideen, die ihr mitnehmen könnt, die ihr anwenden diese Woche. Und etwas letztes, abschließende Gedanken, den ich möchte mitgeben ist, wenn wir in die Stille gehen, oder wenn wir so eine geistliche Gewohnheit ausprobieren, dann kommt manchmal die Gefahr, dass wir das sehr schnell beurteilen und bewerten. Wie war jetzt die Zeit? Ist es spektakulär gewesen? Habe ich jetzt einen Moment mit Gott gehabt? Oder habe ich einfach nichts gespürt? Und wir tendieren ein bisschen dazu, in der heutigen Zeit vielleicht zu überreagieren auf etwas Gutes und Richtiges, dass wir sagen, wenn ich nichts spüre dabei, dann ist es unauthentisch und religiös und dann mache ich das nicht. Und der Bonhoeffer hat in seinem Buch «Gemeinsames Leben» ein paar Seiten über Meditation geschrieben. Und ich finde, er bringt es mega gut auf den Punkt. Und ich habe einfach so ein paar Highlights zusammengeschnitten. Er sagt, es ist nicht nötig, dass wir in der Meditation neue Gedanken finden. Es ist vor allem nicht nötig, dass wir bei der Meditation irgendwelche unerwarteten, außergewöhnlichen Erfahrungen machen. Das kann so sein, ist es aber nicht so, so ist es kein Zeichen einer vergeblichen Meditationszeit. Und dann seine Grundregel ist, suche Gott, nicht Freude. Das ist die Grundregel aller Meditation. Und ich finde, es bringt so gut auf den Punkt. Am Schluss des Tages geht es uns nicht darum, irgendwelche heilige Abkürzungen zu Gott zu finden oder irgendwelche Tricks, sondern wir möchten Begegnungen mit Gott haben. Wir möchten Gott suchen. Und darum wollen wir geistliche Gewohnheiten ausprobieren und unser Leben involvieren. Genau.